In der Bibel weist uns, dass Gott reinreich alles weit. Sein Allweitenheit hängt ab andere Eigenschaften, die Gott allein hat. Zum Beispiel, Gott ist auch allgegenwärtig. Und was meint das Wort? Wer würde das erklären können? Allgegenwärtig. Kriegen dann, wo wir sind, der ist alleweg, nicht? In ewig, als es dort. Der ist allgegenwärtig. In einem Buch Jeremia sagt Gott von sich selbst in Jeremia 23, Vers 24, wenn sich ein Mensch am Stellen vergräbt, meinst du, ich sei dem nicht? Fragt der Herr, ich fäll doch den Himmel in die Erde ab, sagt der Herr. Gott fällt den Himmel in die Erde mit seiner Durchsein ab, mit seiner Gegenwart ab. Das ist noch ein Ding, was wir von Gott weiten, dann, was für uns bloß unbegreiflich ist. Wo kann das so sein? Und doch ist es so. In der Bibel sagt auch, dass Gott ewig ist. Er ist immer gewesen und er wird immer sein. Er sagt zu Mose, ich sie. Das ist sein Name, ich sie. Er ist immer gewesen, wird immer sein. Jesaja sagt in Kapitel 40, Jesaja 40, Vers 28, Jesaja 40, Vers 28, wollt ihr gar nicht, haben sie nicht gesagt, der Herr ist immer Gott. Er hat alles auf der ganzen Erde gemerkt. Er wird nicht müde oder mutlos, da das nicht zu verstehen, was er alles kann. So, das sagt uns, dass er nicht bloß allgegenwärtig und ewig ist, aber auch allmächtig ist. Der hat alles gemerkt. Der hat alles geschafft. Und wenn Gott einmal alle Wege gewesen ist, dann ist es für uns auch ein bisschen deutlicher zu verstehen, dass er auch alles weiß, nicht? Wenn er einmal gewesen ist, und allgegenwärtig ist, dann hat er alles gesehen. Dann weiß er alles. Und Gott seine Allwissenheit oder Allweitenheit ist für uns als Kinder Gottes ein großer Vorteil und Gewinn. Und mit Gottes Hilfe, wo wir von der Marius sein, wo seine Allweitenheit für uns ein Vorteil ist. Und für unsere Betrachtung, wo wir verschiedene Bibeltexte sehen, die mit Gott seine Allweitenheit zu tun haben. Und für was, ich meine, zu weiten, dass Gott alles weiß, ist eine Sache, aber zu weiten, woran das für uns ein Vorteil ist, das ist noch viel wichtiger, nicht? Was können wir dort lernen? Was hat das für uns zu sein? Den ersten Punkt finden wir in Jeremia 1, Vers 5. Jeremia 1, Vers 5. Jeremia 1, Vers 5, wo Gott zu Jeremia sagt, All eier ich die Wort in die Mutter erlief seinen Leid, hat ich mir die gewählt. Und dann sagt er noch, all eier du geboren wirst, hat ich einen besonderen Plan für die. Dann all will ich haben, dass du wegen der Völker prophezeien sollst. Und David sagt, was ähnlich ist in Psalm 139, Vers 13, Psalm 139, Vers 13. 139, Vers 13. Wirst du hast mich ganz und gar im Mutterlieb geformt. Wunderbar, nicht? So, ehe wir geboren werden, hat Gott uns euch gekannt. Und nicht bloß gekannt, er sagt, ich habe die geformt. Ich habe die gemerkt. Und diese Betverse wiesen uns, dass Gott uns euch kennen, dass ehe wir für Herbst zur Welt kommen. Und das meint, dass alles, was wir am Leben durchgegangen sind, die guten Tiden, die schlechten Tiden, die schweren Tiden, die sehr schönen Tiden, alles, was wir im Leben durchgegangen sind, ist Gott bekannt. Und jedes Mal, wo wir durch tiefe Tulen gegangen sind und uns ganz allein folgen, wir Gott noch durch. Und heißt auch, bei all die sehr schönen Tiden auch gewesen, die bei spätsten Momenten im Leben, als du auch gewesen. Und wie es Gott immer mit uns gewesen ist, dann kennt er uns ganz und gut. Und wir losen eier, dass Gott nicht müde wird, und niemals schleiprig wird. Und deswegen können wir sicher sein, dass er nichts in unserem Leben verpasst hat. Uns passiert das mal, wenn wir mit unseren Kindern taub sind und die wird nie lernen. Manchmal kicken wir ein bisschen weich oder merken wir die Uhren ein bisschen tau und dann sehen wir das nicht. Und dann verpassen wir das. Und eins ist, dass sei schuld und wir das verpassen. Aber Gott wird nicht schleiprig. Er kickt nicht weich. Alles
was wir durchmachen, als Gott bekommt. All ein Mutterlieb hat Gott uns gekannt. Er kennt uns aus unseren Horten den ersten Schlag nehmen, aus unseren kleinen Körper anfangen, deine Form zu nehmen. Hat Gott uns gekannt. Und ich nehme an, dass die meisten von uns während einer Schwangerschaft Ultrasoundbilder sein. Ja? Wir haben ein Ultrasoundbild sein im Leben. Ich glaube, wir alle, right? Von der und da. Das ist wunderbar. Und auf so einer Bilder kann einer auch sein, wo der kleine Baby Körperteile formen dann, nicht? In Fergen prüft der Doktor dann zu ruden, wo schwer das Kind ist oder was sein, wann der geboren ist oder was das für Kind wird sein, ob jung oder alt, das ist nicht einmal reich. Uns Doktor wird nicht reich. Sehen wir uns, dritte Kind soll ein Jahr sein und das wir ein jung, ans Benjamin, und der Starflut da, aber der wir auch reich, wir hatten erst 3 Jungs gehabt. Seid nicht einmal reich, die sind nicht allweitend. Und die wollen uns fertig sein, wenn das Baby wird geboren worden und wohnen da und sind auch nicht einmal reich. Aber Gott weiß alles über das Kind. Das ganze Leben von das Baby als vor Gott aufgedeiht und ausgelegt. Paulus sagt in Galater 1, Vers 15 und 16, aber aus dem, der mir durch seine Gnade was Besonderes berufen hat, ehe ich geboren ward, dort gefallen deit, mir seinen Sehen zu offenbaren, dort ich von einem Mann der Falke predigen soll. Gott kennt uns vollständig, und so Paulus in Jeremia erklären, dann hat Gott all ein wunderbarer Plan am Sand für anbetet, als sie noch am Mutterlieb wären. Und als sie geboren werden, hat Gott an für seine Arbeit berufen. Ist das nicht was Wunderbares? Bitte weiten. Als wir geboren werden, nach dem Mutterlieb werden, hat Gott uns gekannt und live gehabt. Damals hat er einen Plan reit für uns, was wir für am Daunen sein im Leben. Und der bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Gott sagte seinem Volk in Jeremia 29. So, das mal lese ich Jeremia 29, Vers 11. Jeremia 29, Vers 11. Viele von diesen Versen, die kommen von Jeremia und Jesaja. Wir sind 2 Propheten, die ungefähr ich glaube, für 40 Jahre predigen, die ohne viel Erfolg zu haben. Trotzdem haben sie dort getan, was Gott von an will. Jeremia 29, Vers 11, er sagt, ich habe das Gute immer gedacht, sagt der Herr, und was ich für jünd geplant habe, als Fried und Erfolg und nicht Schuden, ich will jünd eine Zukunft und Hoffnung geben. Liebe Geschwister, das wird ein prophetischer Wort, der den Israeliten Hoffnung und Mut geben soll. Gott wird die Israeliten nach Babylon, nach Babel vertrieben. Über nur 70 Jahre wird er an der Taub sammeln als Volk Gottes und Tränen ihr Land bringen. So, das wird gut vor dem. So, diese Verse wurden vierten zitiert. Na, Gott hat einen Plan für uns, das ist ein Plan voller Hoffnung und Friede. Aber weit wie den Kontext von dieser Verse, Gott will sein Volk vertrieben, nach Babel führen. Aber vor dem, dass er dort hat er an erst diese Welt gegeben. Ich habe eine Zukunft für jünd. Das ist eine Zukunft von Hoffnung und Friede. Aber weit die jemanden nu nach Babel, aber ich will ihn weiterbringen. Sie würden Matten für ihre Sünden bestraft worden, aber Gott schackte an mit wertvoll Hoffnung war, dass er an nicht verjeten wird. Er versprach an Treu zu bringen. Gott kennt auch unsere Zukunft. Und er hat einen wichtigen und wunderbaren Plan für jeden von uns am Sinn. Aber wir müssen erst seine Kinder werden. Wir müssen seine Kinder werden und dann seine Leitung gehorchen. Wir müssen am ungeduldig bleiben. Wir müssen am nur folgen. Und wir können auch beten, dass Gott uns seinen Plan für uns offenbart. Manchmal ist es schwer für uns zu verstehen, was Gott kriegt von uns will. Wir gehen über bloß ein Schritt auf einmal, ein Tag auf einmal und so wieder. Und vertrauen Gott, dass er weiß, was er tut. Er weiß den Weg. Er kennt den Weg.
Und wenn wir an unser GPS denken, dann von ja und nach braucht wir der GPS nicht so sei, als wir hier einmal deuten. Der GPS, dort wiest uns den Weg, right, fertig. Und wenn wir dort brücken dann sorgen wir nicht, ob es uns den rechten Weg finden wird. Wir tippen ans Reiseziel an und nur ein paar Sekunden, dann wiest es uns den Weg, den wir nehmen sollen, oder sogar ein paar Wege, die wir würden nehmen können. Und als Christen ist unser Reiseziel Wort. Wo wollen wir hin? Der Himmel, nicht? Wir wollen dort ankommen, wo Gott ist. Aber dort darf mal einen Weg dahin. Nicht? Und dort ist durch Jesus Christus. Dort ist durch Jesus Christus. Und indem wir Jesus gehorchen. Er wird nicht einmal den nächsten Weg für uns aussuchen, wenn wir Jesus Christus hingeran gehen. Nee, das tut nicht. Aber er wird uns einmal den besten Weg weisen. Einmal. Und kriegt so wie das auch für die Israeliten an der Wildnis. Wir lesen in 4. Mose 10, Vers 33. 4. Mose 10, 33. Auf Englisch heißt das Buch Numbers. Numbers 10:33. So tragen sie, die Israeliten, von dem Herrn seinen Bauch eine dreijährige Reise wieder. Und der Kiss mit dem Herrn seinen Bund ging die 3 Jahre voran und weiß an, wo sie sich reven sollen. So, solange die Israeliten Gott folgen deuten, werden sie zufrieden und verreeft. Und als Bibellese weiß wie dort Gott an dort verheißene Land Kanaan brach. Und wie es Gott allweiten ist, kann wir auch sicher sein, dass er auch ein wunderbarer Plan für uns hat und er weit den Weg dahin. Wir machen über seinen Weg gehen. Drittens, wie es Gott allweiten ist, weit er, wo unsere Horten luten da. Jeremia war er. Jeremia 17. Jeremia 17, Verse 9 und 10. Jeremia 17, Verse 9 und 10. Wer kann dort verstehen, dass Menschen so hingerisch und verdarben sind? Der Herr versteht, dort hat ganz weit alles, was zu werden ist. Gott weiß, was in unseren Horten ist. Wie es heute gemerkt hat, right? Ja, los wie Gott sein Wort, Gott hat uns gemerkt. Er hat unsere kleinen Körperteile im Mutterleib geformt. Er hat uns gemerkt. Sogar Jesus Christus. Gottes Wort sagt über Jesus Christus in Johannes 1, Vers 3, dass Jesus uns gemerkt hat. Johannes 1, Vers 3. Durch das Wort oder durch Jesus Christus ist alles gemerkt. Und ohne Arm ist nichts gemerkt, was gemerkt ist. Und wie es Jesus Christus uns gemerkt hat, du wegen weit wie dort in unseren Horten auch sein kann. Er hat uns gemerkt, er weiß, was an uns ben ist. Und zum Beispiel, die Bibel sagt in Matthäus 9, Vers 4, Jesus überwisst, was sie dachten, was die Menschen dachten, und seht an, woran hat die Sonne böse Gedanken hat. Ich sei dankbar, ich hatte das mal erwähnt, ich sei dankbar, dass ich nicht an Menschen Horten kicken kann. Für mich wird das schwer sein. Ich weiß nicht, was Menschen alles in ihren Horten verstärken haben. Gott sieht das. Gott weiß, wo der Ben ist. Und trotzdem hat er uns lieb. Trotzdem will er uns zu seinen Kindern machen. Er will all die vielleicht schlechten Gedanken, die Ben sind, wegnehmen. Die Sünden, die wir mal begonnen haben, wegnehmen. Und die will dann, wenn das alles rein ist, dann tragen. Hast du nicht was Wunderbares? Obwohl er alles sieht, was wir als Menschen am Hort ben haben, hat er uns lieb. Gott weiß, wo alle Horten luten, ob wir seine Kinder sind oder nicht. Er weiß, ob unsere Gedanken rein sind. Er weiß unsere Einstellungen, unsere Motive. Er sieht die Dinge, die wir pleitsch tun. Und Jesus warnt in Lukas 12, Vers 2. Lukas 12, Vers 2. Du hast nicht versterben, dort nicht vor den Dach kommen, dort nicht wird vor den Dach kommen, und nicht so still gehalten,
dass du nicht wer wird du hingekommen. Welche Menschen wollen nicht haben, dass Gott alles über anweiten soll? Aber für Christen ist es sehr beruhigend zu weiten, dass Gott alles über anweiten wird. Er weiß nicht bloß, was wir tun, aber auch woran wir dort tun. Und manchmal merken wir Fehler, wir wollen was Gutes tun, und das kann bloß nicht für Gott rühren. Das schafft bloß nicht. Und dann sagen Menschen, woran denkst du dort? Well, wir wollen was Gutes tun. Und das ist dann bloß anders ausgefallen, als wir dort geplant worden. Gott sieht nicht bloß, was wir tun, weil wir Geschwister, aber auch woran wir dort deuten. Und ich fing sehr viel Trost dabei. Und Sünder sollen auch über Gottes Allweitenheit Trost finden. Gott kennt alle Sünden, die sie getan haben. Er weiß die alle all. Er will einfach haben, dass sie ihre Sünden anbringen sollen und seine Vergebung durch Christus siegen. Manchmal schämen Menschen sich, ich kann Gott nicht meine Sünden bringen, ich schäme mich, die zu sein. Gott weiß die all. Er will die wegnehmen. Gott kennt uns. Gott kennt auch unsere Herzenswünsche. Wir lesen in Psalm 37, Verse 4 und 5. Psalm 37, Verse 4 und 5. Ha deine Freude Herrn, die wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Gib dir den Herrn Hahn und verlut die Abarm, und die wird dort Geld merken. Wenn wir uns ganz auf den Herrn verluten, dann, liebe Geschwister, wird er uns einmal Kreuz dort geben, was uns Herz sich wünscht. Und dort gerade wird ein jeder Herz sich wünscht als Wort. Krieg, alle bedreich. Friede im Herzen zu haben. Friede mit Gott zu haben. Friede mit unseren Mitmenschen zu haben. Das wird uns gerade der Wunsch ist am Hort, dass wir würden Friede haben. Und dort gibt noch andere Dinge, die wir als Menschen nur wünschen tun. Junge Menschen, die wollen eine Ehepartner finden, right? Oh, als wir jung waren, das wird das ganz gerade das Wichtigste, nicht? Mehr Krieg. Eine gute Ehepartner zu finden. Und dann was wollen wir noch haben? Das alles? Dann sind wir zufrieden, I guess. Was noch? Was wollen wir noch haben? Okay, befreien und dann? Kinder haben? Ja, Gemeinschaft haben. Besonders junge Menschen, die waren immer mit anderen taub sein, viele waren. Vielleicht eine ferne Arbeit, die kriegen nicht, einen Beruf. Oder eine Arbeitsstätte zu finden, wo wir Geld verdienen können. Vielleicht eine Fertig danach, und so, wir haben diese Wünsche. Und Gott weiß, was die sind. Und die will uns helfen, diese Dinge zu kriegen, wann die abreicht ihr Wünsche sind. Wann die mit Gott seinen Willen für uns übereinstimmen dann, right? Wenn unsere Wünsche schlecht sind, wird Gott uns die geben? Wenn wir sehr nur prachen im Betteln, dann manchmal gibt er uns die Dinge auch, aber dort deint uns Leute zum Schuden, nicht? Aber wenn die abreichte Gedanken sind, scheine Wünsche sind, Gott will die Dinge für uns. Und er will uns die Dinge geben, aber erstens sagt er, gib mir die ganz Hand, right? Und wenn wir uns am erst ganz Hand geben, dann ist es interessant, wo unsere Wünsche dann manchmal anders waren, nicht? Ja. So ging mir dort im Leben. Ich kam von einer Familie, die nicht viel hat, eine große Familie. Ich sehe einen von 9 Kindern, ich habe 8 Geschwister.
En we zijn naar Canada getrokken, 1990, met sozusagen, mes krijgt niks. En ik dacht einmal, wo schwaar het niet ging, ik wil een dag rijk worden. Ik wil anders leven als mijn ouderen. Ik wil meer hebben voor mijn kinderen, als wat we horen. En dan bekeerde ik me. En dan doet ik me Gott ganz aan. En weet je, lieve Schwester, dan wird het me niet zo sehr wichtig, rijk te worden. Ik wil dat doen wat Gott van mij wil. En ik zie bloß sehr gezegend worden. En jährlich rijk geworden. Gott weet wat onze wensen zijn. En wanneer hij met zijn willen voor ons overeenstemmen doen, dan wordt hij ons helpen, die dingen te krijgen. Aber die moeten met zijn willen overeenstemmen. Wie es Gott allweitend ist, weet hij nicht bloß onze wensen, hij weet ook wat ons fehlt. Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 8, Jün Vater weet wat die brücken, je darum beten. En dit zal ook een troost voor ons zijn, wie es Gott onze Versorger ist, der sorgt für uns. Gott will haben, dass wir am Gebet am kommen sollen und am sein, was uns fehlt. Paulus sagt, sorgt alles? Nicht. Very good. Sorgt nicht. Lut Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was ihnen fehlt. Nu habe ich eine Frage für ihn, okay? Woran müssen wir Gott sein, was uns fehlt, wenn er alles allweiten tut? Ja, das ist auch wichtig, right? Wir sollen darum beten. Und woran? Was wisst dort Gott, wenn wir darum beten dann? Krieg. Das wisst Gott, dass wir an am aufhängig sind. Er will das. Er will sein, dass wir nicht bloß aufhängig an am sind, aber auch an seine Versorgung glauben dann. Und seine Versorgung uns verluten dann. Und hier will ich erwähnen, dass wir nicht bloß glauben sollen, oder dass wir nicht glauben sollen, dass der einzige Grund, woran wir beten, dann ist, Gott eine Dinge zu fragen. Right? Durch das Gebet reden wir mit Gott. Und er redet zu uns. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Das ist die Zeit, die wir alle Tag zu sein sollen, wo wir ohne Auflenkungen zu Gott reden können. Und heute uns. Das Gebet gibt uns die Gelegenheit, Gott all unsere Sorgen, all unsere Probleme, all unsere Schwierigkeiten zu bringen und die bei seiner Feit zu looten. Und dann die wirklich durchzulooten. Nicht bloß die für eine paar Sekunden looten und die weiter von ihm nehmen. Die bei seiner Feit zu looten. Durch das Gebet können wir Gott auch danken für was er für uns zu tun hat. Und am Loben für wer er ist. Er ist das wird, dass wir am Danken und Loben tun. Durch das Gebet. Liebe Schwester, wie wunderbar ist es, dass Gott uns merken oder erschaffen und erleisen alles weit. Ehe wir geboren werden, hat Gott uns alle gekannt. Er weiß unsere Vergangenheit, aber auch unsere Zukunft. Und hat einen Plan für uns alle. Er sieht unsere Gedanken und weiß, wo unsere Herzen luten tun. Er kennt unsere Wünsche und auch, was uns fehlen wird am Leben, unsere Bedürfnisse. Gottes Allweitenheit ist ein großer Vorteil und Gewinn für uns als Kinder Gottes. Wir müssen uns nie zweifeln, dass Gott uns nicht versteht oder nicht weiten wird, was wir am Moment durchmachen. Gott ist da und er weiß. Er sieht und er hält. Er weiß, was wir alle durchmachen und er weiß, was morgen mit sich bringen wird. Wir können ihm an jeder Lehre vertrauen, er weiß alles. Alles. Ans gestern, von der und morgen. Wer wir ihm vertrauen, wer wir ihm ganz dicht bleiben, er sorgt für uns. Amen.